Hallo miteinander. Es ist cool, wieder da zu sein. He? Und alle, die irgendwie das Gefühl hatten, der Elias ist gegangen, weil er die GVC komisch findet, weil es einen Konflikt gegeben hat oder irgendwie mit den Ältesten etwas schwierig, dann kann ich euch sagen, das ist nicht so, weil sie mich ja wieder predigen. Oder? Also, es zeigt ja schon, dass ein bisschen Vertrauen da ist und dass ich gerne auch da bin. Und heute im Empowering da habe ich gedacht, oh ja, wäre cool, wieder mal mit jedem und so. Ich vermisse es irgendwie schon auch, gell? Es ist, genau. Aber wir haben heute ja ganz ein anderes Thema. Wir haben den Daniel, wo wir miteinander durchgehen. Und ich nehme euch ein paar Geschichten aus meinem Leben mit, wo der Daniel auch eine Rolle gespielt hat und so weiter. Und darum, die ersten zwei Titel ist immer «Ich und». Zum Beispiel «Ich und das Ende der Welt». Da nehme ich euch gerade mit. Oder? Wir haben es ja das letzte Mal schon gehört, oder? Wir sind alle miteinander in der gleichen Zeit und das ist eine herausfordernde Zeit. Weltbewegende Ereignisse sind passiert. Oder? Wir haben einen Angriffskrieg, wir haben Pandemie, wir haben Klimaerwärmung, wir haben Waldbrände, Überschwemmungen, gleichzeitig wechselt sich es immer ab, oder? Und so weiter. Und wenn wir das so anschauen, dann merkst du dann immer, ja, das ist jetzt die Endzeit. Oder? Das ist die Endzeit. Und ich und die Endzeit, oder? Dafür interessiere ich mich eigentlich schon lange. Und ich habe ein paar Bücher gelesen, wo ich gerade zum Glauben gekommen bin. Weil dann war die Endzeit wirklich gewesen, oder? Und ich bin zum Glauben gekommen und dann war die Endzeit gewesen, oder? Und dann habe ich den Fruchtenbaum gelesen. Das ist so ein dicker Schunken. Und das ist der Beste, finde ich, der über die Weltprophetie geschrieben hat. Das heißt Handbuch biblischer Weltprophetie und so. Und wisst ihr warum? Nicht unbedingt auf die Schlüsse, die noch kommt, oder? Sondern die ersten 100 Seiten von dem Buch beschreibt er, wenn er die Bibel ausleitet, dass er auf das Resultat kommt, wo er dann eben nachher schreibt. Da gibt es 10 Punkte auf. Oder? Wenn eine Bibelstelle ist, dann behandle ich sie zuerst so, dann so. Wenn nicht, dann das nicht geht, dann tue ich sie wieder so. Also er hat genaue Regeln, wenn er mit der Bibel umgeht. Und wenn er die genau bei jeder Stelle befolgt, kommt er zu dem Ergebnis, was er nachher geschrieben hat. Und ich finde, das ist fair. Versteht ihr? Ich habe dann andere Bücher gelesen, dünnere, viel reisserische, oder? Dann hat es geheißen, ja, also wir lesen hier in der Offenbarung von diesen Skorpionen, die die Macht geben, die Menschen zu quälen. Das sind Kampfhelikopter, ich sage euch, das ist so, oder? Da habe ich auch so Bücher gelesen. Einfach, dass ihr merkt, oder? Der Daniel verleitet mit der Offenbarung zusammen und anderen, sagen wir jetzt so fantasievoll geschriebenen Texten, für die Endzeit auszulegen. Und vielleicht für einen Fahrplan zu machen. Und ich will überhaupt nichts gegen die Theologen sagen, die sich da damit beschäftigen. Der Roger Lieb ist auch so einer. Und das ist jetzt ein sensationell gescheiter Mann und ein guter Theologe. Da kannst du nicht jetzt einfach sagen, ja, die sind alle, oder? Aber ist das wirklich der Inhalt jetzt vom Buch Daniel oder von der Offenbarung? Dass man so Endzeit-Fahrpläne schmiedet, oder? Und dann vielleicht auch Panik machen und dann, oder, das ist ganz schwierig und jetzt müssen wir, und ich bin genau in so eine Zeit reingekommen, oder, wo die Bücher aufgekommen sind und jetzt ist dann das Letzte los und so. Und ich muss euch wirklich sagen, wenn es nach dem gächte, wo ich auf die Welt, nicht auf die Welt, zum Glauben, also auch irgendwie zum Glauben gekommen bin, neues Leben bekommen, dann müsste eigentlich der 3. Tempel schon 30 Jahre stehen. Oder? Und das müsste der Antichrist mindestens so 20 Jahre regieren und die Welt ist sicher schon seit 15 Jahren untergegangen. Versteht ihr? Das klingt jetzt so, eben, es ist nicht zum Lachen und gleich ist es lustig, oder? Ich habe mich dann irgendwann gedacht, das ist langweilig. Ich befasse mich mit etwas anderem. Irgendetwas muss doch daraus rauskommen, aus dem, oder? Und dann das eine, was ich erlebt habe, als ich mit jemandem geredet habe, gesagt, hey, wir müssen doch etwas machen, Klimaerwärmung und so. Dann sagt er mir ins Gesicht hinein, ja weisst, es ist Endzeit. Ich muss ja gar nichts mehr machen, geht alles zugrunde. Und merken wir, wenn wir einen Fahrplan nehmen, dann führt das ja so ein bisschen auch ins Nichtstun rein. Es ist ja alles vorherbestimmt, ich kann ja nichts mehr machen, dann kommt er dann oder das oder das. Und dann muss ich ja eigentlich, oder? Und das andere, was ich auch erlebt habe, wo ich auch schon dabei war, ist, es treibt mich extrem an, oder? Mit mega aggressiv den Leuten sagen, dass jetzt Endzeit ist, oder? Und das hilft ja sehr fest, wenn sie nicht die Liebe spüren oder das, was ich sage, sondern eben, wow, Mann, ist es, oder? So, ein bisschen meine Geschichte, ich und dann Zeit, oder? Ich habe mich dann zu etwas anderem hingewendet. Ich und die Hoffnung am Ende der Welt.
Das ist mein nächster Titel. Mittendrin in dieser herausfordernden Zeit, in dieser eben Fahrplan, vielleicht könnte man ja sagen, Endzeit, wenn es dann, in dieser Zeit, sagen wir es mal so, hey, ich habe einen neuen Job angefangen in Meilenstein. Gute Sache. Meine grösste Herausforderung in dieser schwierigen Zeit, ich meine, sorry, der Lockdown, das war für uns gut gewesen. Miriam war daheim, Homeoffice. Seit dem Lockdown hat sie 2 Homeoffice-Tage. Ich habe es mit dem Joni gut im Büro, oder? Immer schön mit Masken, wie es sich gehört und so. Aber eigentlich war es gar nicht so schlimm gewesen. Die ganze Zeit, für mich persönlich. Und vielleicht bist du auch jemand, der drin sitzt und sagt, so schlimm ist es jetzt nicht für mich. Also es gibt noch schlimmere Zeiten und zu denen kommen wir noch. Und die grösste Herausforderung ist mein neuer Job, oder? So viele Informationen in den Kopf hineinzubiegen, die ich jetzt bekommen habe. Mein Chef ist ja der Christoph Kassel. Wenn ihr das Gefühl habt, der hat abgenommen. Dann schauen wir mal genau an, oder? Das kann schon sein, dass er ein bisschen abgenommen hat, weil ich frage dem die ganze Zeit Löcher im Bauch. Weil einfach, hey, wie macht man das und warum ist es so und dieses und jenes. Und das ist meine grösste Herausforderung am Ende der Zeit. Manchmal habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich müsste doch mehr Panik machen, wenn jetzt ja der Schluss dann kommt und so, oder? Und ich habe wirklich gut gestartet, ich bin sehr gut in das Team hineingekommen. Das erzähle ich jetzt natürlich so, dass ich es nachher nicht jedem Einzelnen noch erzählen muss, wenn er würde fragen. Nein, ich bin gut dort angekommen und es ist eine richtig spannende Aufgabe, dort zu sein. Und gell, ich habe mir gewünscht, viel Neues zu lernen. Und das habe ich meiner Frau auch gesagt. Wenn ich dann einmal heimkomme, sagt sie, nein, so viel Neues. Und dann sagt sie, ja, hast du ja selber wollen, oder? Du hast gesagt. Also von dem her, ich bin voll jetzt so fast auf den Tag einen Monat dort gearbeitet und schon das erste Mal Lohn bekommen. So. Das klappt auch. Ich bin wirklich happy. Oder? Und das ist so, gell, eben, wir leben ja in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, wo wir eben schnell sagen können, Endzeit. Und trotzdem gehe ich meinen Weg dort rein. Ich habe mich anders entschieden, als mich da fokussieren auf das, was jetzt noch könnte sein oder nicht könnte sein. Ich habe mich entschieden, den Weg von der Hoffnung zu gehen. Und mein Leben zu investieren in Menschen, die keine Hoffnung haben. Natürlich, jetzt auch gerade mit diesem Job ist mir das einfach noch mal so fest bewusst worden, weil das ist etwas vom Krassesten, was ich gelernt habe, wie gut es mir geht. Wenn Menschen kämpfen, um einigermaßen ein anständiges Leben zu haben wieder, und wir ihnen da ein Stück weit helfen können, dann bin ich ein Hoffnungsträger für die Menschen. Und das ist das, was ich wollte sein. In den letzten Tagen, wenn es dann die letzten sind, will ich ein Hoffnungsträger sein. Und ich setze mich dafür ein, dass wenn es noch 5 Tage geht, dass die Leute, die dort in dem Meilenstein sind, dass sie noch 5 Tage besser haben als die sie hatten, oder? Dass sie frei werden können. Ein Leben ohne im Griff zu sein von Alkohol, Depressionen, Drogen oder Psychosen und so weiter. Das ist das, wo ich denke, hey, Endzeit, ja dann erst recht. Dann erst recht das Licht sein in den Menschen hinein. Und du so? Wie verbringst du deine letzten Tage so? Im Gottesdienst gar ein bisschen lachen, gut. Also wenn du es jetzt nicht gerade so weißt, oder? Wenn du jetzt gerade denkst, weiss jetzt auch nicht gerade, ich mache einfach, was ich immer mache, oder so. Ja, macht man so in den letzten Tagen vielleicht. Oder? Da gibt es auch so eine Stelle, oder? Das war wie zu Adams Zeit, nein, Noahs Zeiten, oder? Sie haben gefeiert und dann ist es gekommen. Aber wenn du es nicht gerade weißt, dann habe ich einen Vorschlag. Die Bibel hat nämlich einen Vorschlag und der steht im Buch Daniel, ist der drin, oder? Und dort heisst es, man hat das Beste gesucht für die Stadt, wo er drin war. Verschleppt, alles niedergewalzt, was er geliebt hat und dann in dieser neuen Dings und dort gesagt, ja, ich suche dem König das Beste, ich suche dieser Stadt das Beste. Und das Zweite war, und ich gehe keinen Schritt von meinem Glauben weg. Und das war so cool, Joni, wie du das letzte Mal predigt hast, einfach so das vor Augen geführt, oder? Hey, das ist die Herausforderung in den letzten paar Tagen, die noch kommen, die letzten paar Jahrzehnte vielleicht, aber einfach dort drin hineinziehen und sagen, hey gut, ich bin da für die Welt, ich gebe mir immer noch Mühe, wenn es morgen fertig wäre, pflanze ich heute noch einen Baum, hat doch auch schon jemand Berühmtes gesagt, oder? Und ich gehe keinen Schritt weg von dem Glauben, auch wenn es mich den Feuerofen kostet oder die Löwengrube oder was auch immer. Und darum hört die erste Predigt nach, die der Joni da hatte. Nun,
wir wollen, jetzt haben ein bisschen von mir gehört, ich und Endzeit. Jetzt wollen wir mal schauen, was ist denn, seit wann ist denn Endzeit? Oder was ist denn genau Endzeit? Und wann geht es denn da los? Oder? Und wenn man das so liest im Daniel, oder die Prophetien, also dort hat es dann wirklich Texte, zum Beispiel ein Traum vom Nebukadnezar, hat es 2 Träume drin, Kapitel 2 und 4, oder dann im Daniel seine Visionen, Kapitel 7 und so. Und wenn man das liest, hey echt, da ist der Tolkien easy unten durch, oder? Einfach weil, also ich lese es so am besten vor. Ich, Daniel, sah eine mächtige nächtliche Vision, wie aus allen 4 Himmelrichtungen ein starker Wind kam und das Meer aufwühlte. 4 große Tiere stiegen aus dem Wasser empor. Sie waren alle verschieden. Das erste sah aus wie ein Löwe. Es hatte jedoch Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurde ihm plötzlich die Flügel abgerissen. Es wurde aufgerichtet wie ein Mensch auf 2 Füße gestellt. Dann bekam es das Herz eines Menschen. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär und hatte sich mit einer Seite aufgerichtet. Zwischen den Zähnen hielt es 3 Rippenknochen fest. Man rief ihm zu: Los, steh auf, friss viel Fleisch. Dann sah ich das nächste Tier erscheinen. Es glich einem Leoparden, hatte aber 4 Vogelflügel auf dem Rücken und 4 Köpfe. Ihm wurde große Macht gegeben. Zuletzt sah ich in der Vision ein 4. Tier. Sein Anblick war grauenerregend und es strotzte vor Kraft. Was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht zermalmte und hinunterschlang, das zertrat es mit den Füßen. Von denen Tieren, gut, bis dahin, Aber ihr merkt, oder? Das ist recht krass und ich wüsste jetzt nicht gerade so auf Anfang hin, was man mit diesen Sachen macht, oder? Und darum finde ich es eben so spannend, zum Beispiel der Fruchtenbaum, der sagt, so lege ich die Stelle aus und dann komme ich zu dem Ergebnis. Und wenn ich es nicht so sehe, dann komme ich zu einem anderen Ergebnis. Und so gibt es ja ganz verschiedene Meinungen. Und zum Glück im Daniel kommt immer wieder ein Engel vor. Und der Engel, der erklärt dem Daniel, was erzähle ich da eigentlich? Ihr habt ja alle den Daniel schon gelesen und wisst es, oder? Aber nur für die vielleicht schon wieder... Da kommt ein Engel, oder? Und erklärt ihm, das ist das bedeutet das und das ist das, oder? Und wenn man das aber so liest und dann noch der Engel, der ausliegt, dann kommt man schnell auf den Begriff Endzeit. Dann geht es, das ist sicher fürs Ende der Welt rausgeschrieben, oder? Die Frage ist das wirklich so? Ist das wirklich aufs Ende der Welt rausgeschrieben? Ist es nicht schon für den Daniel das Ende der Welt gewesen? Du hockst in Jerusalem, gehörst zu den Noblen und dann gibt es einen Angriffskrieg vom Nebukadnezar und das ist nicht eine liebe Sache, oder? Sie machen wirklich alles platt, jedes Dörfli, einem um den anderen und wenn du dort dazwischen kommst, dann bist du entweder tot, du hast zu flüchten, wohin flüchtest auf Jerusalem, dann kommt er, was macht er? Er macht Jerusalem platt. Er macht den Tempel platt und vorher entweiht er ihn noch. Verschleppt alle die einigermaßen hübsch und gescheit sind, in sein Land hinein, oder? Es tönt recht nach Endzeit. Da bin ich noch easy, wenn ich jetzt einen neuen Job anfange in der Endzeit, oder? Da hat es wirklich Probleme gehabt. Und dann könnte man natürlich sagen, wow, das ist ein tyrannischer Herrscher. Recht krass. Und das möchte ich euch ein bisschen aufzeigen, dass wir ein bisschen einen Überblick bekommen. So. Oder wir haben hier den Daniel. Oder verschleppt. Und alles zerstört. He? Gut. Vielleicht könnte es echt sein, dass der Text für den Daniel geschrieben war, für die Zeit dort. Oder dann gehen wir mal weiter. 70 nach Christus. Was haben wir da? Da haben wir das Römische Reich. Die haben Christen verfolgt und als Fackel in den Garten gestellt, der Nero. Der Nero hat sich als Gott verehren lassen und der nächste Kaiser auch, oder? Also... Oder, und dann schreibe ich da noch Fackeln. Und angenommen, du wärst so in einer kleinen Kirche, in einer Provinz von Rom und sie kommen, nehmen alle mit, der Pastor zuerst und dann bin ich ja nicht mehr Pastor. Nein. Gut.
Oder? Und sie nehmen alle mit und dann siehst du den Nero und seine Dinge, wo er sich verherrlicht als König und seine Liebgarde bringt alles um, was irgendwie christlich tönt und so weiter, oder? Ist das vielleicht Endzeit? Oder schauen wir doch einmal ins Mittelalter, da, ein M für Mittelalter. Gut, hä? Pest, Pestilenz. Innerhalb 6 Jahren ist ein Drittel von allen Europäern gestorben an der Pest. Hä? Ganz viele Kreuzchen. Sie haben nicht mehr gewusst, wohin mit diesen Kreuzchen. Und das nicht noch genug. Päpste und Könige, wie haben sie sich aufgeführt? Sie haben sich einfach bereichert und haben die nicht in ihrem Dings sind, auf dem Scheiterhaufen verbrennt. Wow, wow, wow. Endzeit? Schon am Schluss, echt? Oder wie war es denn mit diesen Leuten so zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg? Wisst ihr, wie viele Leute im Ersten Weltkrieg gestorben sind? Ich habe es gegoogelt und herausgefunden und so einen Mittelwert genommen. Es gibt ja immer so die mega viel sagen und die mega wenig sagen, oder? Es sind 50 Millionen gewesen. Und nach dem Ersten Weltkrieg ist was gekommen? Genau, 70 Millionen Leute weltweit. Mio. Hey, und dann? 20 Jahre ein bisschen erholen und dann ist der Zweite Weltkrieg. Merkt ihr? Es gibt viele sogenannte letzte Tage oder die Leute, die da sind oder da oder da oder da, die hätten alle gesagt, ich bin in den letzten Tagen. Und die Forscher haben so ein Stück weit das ein bisschen nachgeschaut und denkt, hey, eigentlich hat jede Generation das Gefühl, sie sei die letzte. Und da gibt es so ein Ding, so, warum sind wir so pessimistisch, oder? Du könntest ja denken, wir sind die Besten, wir sind die erste Generation, wo es wirklich dann weitergeht und so. Jetzt, als GVC, glauben wir, dass wir eigentlich schon in der Endzeit leben und dass die Endzeit seit 2200 Jahren ist. Dass Jesus Christus mit seinem ersten Kommen, mit seinem ersten Aufbau oder mit der Gründung von seinem neuen Reich, und ich meine, das wisst ihr jetzt, was das bedeutet. Wir haben das Vaterunser durchgenommen, wir haben die Seligpreisungen durchgenommen und all diese Sachen. Dort ist ja der Grundstock, wo er sagt, das ist mein Reich und so wird es sein und es wird alles überdauern. Und das ist der Anfang der Endzeit. Und die geht so lang, bis Jesus wiederkommt. Bis er kommt und sagt, so und jetzt vollende ich das Reich vom Licht, das Reich von der Liebe, werde ich jetzt vollenden. Und ich werde regieren und alles andere, alle anderen Reich, so tyrannisch, so bösartig, so schlimm, wie sie sind, wird zerbrechen, denen ist es Ende gesetzt. Und wir haben das da so im Apostelgeschichte, wo das ein bisschen anschauen, Apostel 2,16. Hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, will ich den Menschen mit meinem Geist erfüllen. Meine Söhne und Töchter werden aus göttlichen Eingebungen reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die Alten bedeutungsvolle Träume. Ich bin nicht mehr jung, auch nicht mehr alt, Pech gehabt. Aber wir merken, da ist genau der Punkt, oder, wo es angefangen hat. Das hat sich erfüllt, da ist der Heilige Geist ausgefüllt worden. Das ist Apostelgeschichte 2, Ausgüssung Heiliger Geist, Pfingsten. Ab da ist Endzeit. Und am Daniel seine Visionen sind Visionen von der Hoffnung und nicht vom Fahrplan. Das sind apokalyptische Texte. Entschuldigung, ich habe es geübt und eigentlich kann ich es, aber jetzt gerade ist es ein bisschen das Lampenfieber vielleicht, oder? Und wir finden die Texte in der Offenbarung, in verschiedenen Hesekiel, Jeremia, Jesaja, in verschiedenen Büchern auch sonst, oder? Und das bedeutet Enthüllung. Und es enthüllt uns etwas. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Dort sie uns etwas enthüllen, wo wir können sagen, aha, das Reich, zack, das Reich, zack, das Reich. Oder enthüllt sie uns etwas anderes, wo vielleicht im Unsichtbaren passiert, wo ein Hinblick ist auf etwas anderes, als einfach, dass ich kann sagen, am 21.03.2000 und sowieso kommt dann das, oder? Und wenn man die Texte aneinander hebt und miteinander vergleicht, dann merkt man, all diese Texte enden oder haben die Hoffnung drin. Haben die Hoffnung drin, dass eben das nicht ein Fahrplan ist, sondern der Sinn davon ist, dass man sagt, hey, all die Reiche,
So brutal und bösartig, dass sie sind, sie werden vergehen. Und mein Reich, also das Reich von Jesus Christus, das er aufgebaut hat, mit ab Pfingsten dort der Anfang ist, das wird alles überdauern. Das ist eine coole Nachricht. Und dort sind sich nämlich auch all die Texte, wo man so schnell und gerne einen Fahrplan macht, überein. Das sind Texte von der Hoffnung, die man sieht. Und es gibt zwei Bibellehrer, die ich wirklich bewundere. Und der eine, das war mein Bibellehrer im Beatenberg. Und der hat seine Bibel im Fall gekannt. Oder? Der hat gesagt, ja, Korinther, Punkt 2, Punkt 3 steht, und dann hat er den Vers gewusst und so weiter. Und dann habe ich ihn angehauen. Oder? Der ist genau im Zweiten Weltkrieg auf die Welt gekommen. Also so ein bisschen vorher, und hat dann als junger Jahr genau all die Endzeiten-Theologen kennt, und die haben nichts anderes geredet in der Kirche. Der ist aufgewachsen mit nichts anderem als es ist Endzeit, Achtung, die Bösen kommen und so weiter. Nachher Kalter Krieg und die Bösen kommen und so weiter. Und irgendwann hat er gesagt, du weißt was, ich will Hoffnung sehen, nicht Panik, nicht Angst, nicht das. Ich bin zur Hoffnung und zur Liebe berufen. Und so hat er mir das dann erklärt. Und gell, der Beatenberg, der hat so eine ganz fromme Halle. Das ist die Evangeliumshalle. Dort hat es einen Gottesdienst drin, das ist etwa so groß, so, ja, wie der Mittelding da, oder? Dann haben wir die müssen renovieren, wo ich dort war, Fundament, oder? Schaufeln und so. Und dann habe ich gesagt, hey, wieso haben die so labrige Steine da rein tun? Woher kommt das, oder? Dass die das nicht richtig gebaut haben? Dann haben sie mir gesagt, also was ich ja sehr bewundere, den Glauben, oder? Dann haben sie mir gesagt, du, das haben wir in den 60er, 50er, 60er Jahren gebaut. Und dort haben wir gedacht, der Herr kommt also 70er, ja, ist er sicher da, oder? Du, und jetzt sind die Russen weg, der Kalte Krieg vorbei, und es ist immer noch. Jetzt müssen sie die renovieren, wie es dort da. Ich meine, das ist Glauben, oder? Aber auch nichts gegen die Leute, oder? Das, mehr zum Zeigen, wie man auch Fürschen gehen kann, oder? Und das sind so das, was ich. Und dann habe ich dort, an diesem Punkt definitiv gedacht, so, es ist gut. Ich beschäftige mich nicht mehr so wie jetzt mega intensiv mit, wann ist jetzt die Endzeit und was kommt und wie und so. Nein, das ist eine Botschaft von der Hoffnung, und wir wollen allen gläubigen Menschen die Hoffnung geben können, wenn sie den Daniel lesen, wenn sie die anderen Offenbarungen lesen oder Propheten, und dann merken, jawohl. Und es ist zuallererst, haben die Texte am Daniel geholfen. Oder die Leute, die mit ihm in der Verbannung waren, die gemerkt haben, wow, wie cool, oder? Da gibt es ein Reich, oder? Die Statue, und dann kommt der Stein, wenn man grösser wird und so, wo dann sein Reich aufbaut und alles überdauert. Wow, der Jesus wird irgendwann regieren. Vielleicht erlebe ich es jetzt nicht, und ich bin gerade in dieser Zwischenzeit, oder? Stell dir mal vor, wenn man Daniel würde sagen, du, das, was du da alles aufgeschrieben hast, gilt nicht für da, gilt nicht für da, gilt nicht für da, auch nicht für da, sondern erst für da unten. Oder für die letzten 3 Jahre. Oder 30 Jahre, oder was auch immer. Hey, für das hat es überhaupt keinen Einfluss. Hey, das ist nicht für dich. Sorry, Pech gehabt. Das wäre schon ein bisschen komisch. Und so legen wir die Bibel auch nicht aus, sondern wir sagen, es ist ja immer zuerst, der Korintherbrief ist ja auch für die Römer geschrieben, oder? Darum heisst er ja Korinther. Nein, es ist für Korinther geschrieben, oder? Und das ist beim Daniel auch so. Seine Sachen sind für die Leute da geschrieben und sind verwoben in dieser Geschichte, die dort drin waren. Und darum soll es eben all denen, die da so viel erlebt haben, wenn du da 1/3 verloren hast von deinem Dörfli, oder? Und dann Daniel in der Kirche vorgelesen worden ist und dann merkst, hey, da kommt das Reich, das läuft, und vielleicht haben sie es im Geheimen vorgelesen und gemerkt, hey, da kommt das Reich von Jesus Christus, da kommt das Friedensreich, wo alles wird überdauern. Das gibt Hoffnung in unsicheren Zeiten. Und das tut dann eben auch der Engel, der dann immer wieder kommt, leitet das auch in diese Richtung aus. Sagt, hey, das ist das. Die Not, die Unterdrückung von diesen Herrschern. Auch wenn, wo ich jetzt gerade drin hocke und das Gefühl habe, das wird ja nie enden. Das wird nie anders werden und es wird immer Zerstörung geben und ich werde immer unterdrückt sein. Der liest den Text und weiß, nein, eines Tages ist vorbei mit der Ungerechtigkeit. Eines Tages ist es vorbei mit der Dunkelheit, mit dem sich bereichern an anderen, mit dem Umbringen von Leuten, die nicht gleich denken und so weiter. Und weißt du, wie viele Menschen
spendet so ein Daniel Hoffnung. Nur schon die Statue jetzt gesehen. In der Ukraine spendet das Hoffnung. In Russland, wenn du verfolgt wirst, wenn du gegen den Putin bist zum Beispiel, dann spendet das Hoffnung. In Afrika, wo auch alles, oder nicht alles, sondern auch einiges nicht stimmt, oder auch bei uns. Wenn wir das Gefühl haben, nein, jetzt muss ich daheim bleiben oder jetzt ist das schlimm und das schlimm. Nein, der Bundesrat wird eines Tages vergehen, liebe Leute. Und es kommt ein neues Reich. Er ist kein Schuss, nein, stimmt. Ja, aber es hat schon solche gegeben, die auf Zeiten, wo mehr Bundesräte gekündigt haben. Genau. Aber genau, das wird vergehen und es wird ein Friedensreich, ein Reich vom Licht, ein Reich von der Gerechtigkeit wird aufkommen. Und manchmal scheint das halt, oder, dass es unüberwindbar ist, die Systeme, die da sind und wo sich einfach so bemächtigen. Oder? Und dann leuchtet das so auf. Zum Beispiel der Daniel 2,21. Wir sind jetzt schon beim Titel Gott regiert, oder? Und das zeigt uns, er ist in der Kontrolle. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Oder der höchste Gott ist der Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Und er lässt gewisse gewähren, weil ja auch da freie Wille da ist und lässt das. Aber irgendwann setzt er auch ein Ende und sagt, jetzt ist genug. Jetzt ist vorbei. Jetzt kommt ein neues Reich. Und gerade der Karl Barth, der auch im Zweiten Weltkrieg gelebt hat, der ist auch nicht auf die Fahrplantheologie geheizt, sondern hat gesagt, weißt du was? Ja, die Welt ist dunkel, nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. So quasi, man hat nichts mehr, ist alles vorherbestimmt. Nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder Washington oder in Peking, sondern hier auf der Erde, aber ganz von oben vom Himmel her. Und ich bin nicht mit allem einig, was der Karl Barth geschrieben hat, aber das ist eine Sensation. Das ist eine Botschaft von der Hoffnung, wo er sagt, hey, und wenn ihr in Konzentrationslager sind, wenn es schwierig ist, dann haben wir da eine Hoffnung. Es wird regiert von oben her. Gott ist in Kontrolle. Er hat Einfluss über all die Machtsysteme und er kann sie absetzen oder einsetzen. Und er spendet Hoffnung durch all die Zeiten durch, bei all denen und heute, in der heutigen Zeit. Hoffnung, Liebe, Annahme. Und das ist ja schön. Ich habe es schon 2-3 Mal angetönt. Ich meine, der Daniel ist schon ein bisschen her, oder? Und er schreibt von dem Stein. Oder in anderen Visionen kommt eine andere Form, die auf Jesus Christus hindeutet. Er ist der, der sein Reich aufbaut. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird es jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold, die verschiedenen Reich, zertrümmerte. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Menschensohn. Man führte ihn zu dem, der von all das her ist. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm für immer und ewig. Wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört. Das ist Hoffnung. Für dich, für mich. Hoffnung in schwierigen Umständen findet mir in Jesus Christus. Und auch das zählt da drin hinein. Und wenn wir in schwierige Zeiten hineinkommen, dann ist es deine Entscheidung, ob du die Füße stillhebst, denkst du, es muss ja so kommen, oder ob du sagst, weißt du was, ich bin ein Hoffnungsträger. Dort, wo ich arbeite, ist das Reich von Jesus Christus. Ist das Reich vom Licht, ist das Reich von der Gerechtigkeit. Und um mich herum, dort, wo ich bin, ob Banker oder Hausfrau oder was auch immer, dort bin ich dran, an diesem Reich weiterzubauen. Du gehörst zu dem Reich, du hast dich entschieden, darfst drin hineinkommen.
Aber ich will Hoffnung, Liebe, Gerechtigkeit an dem Ort, wo ich bin, bringen. Bei mir und mich herum sollen Menschen eine zweite Chance bekommen. So wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat in so einem bösen Reich drin gelebt. Im römischen Reich. Wo nicht alles gut war, sondern sein Volk ist unterdrückt worden. Und genau dort, genau in so einer schlimmen Zeit, hat er sein Reich angefangen aufzubauen. Und nicht politisch, sondern er hat gesagt, ein neues Reich. Und dann haben wir die Bergpredigt und er hat dort angefangen. Tja, und jetzt fange ich wieder an. Und du so? Wie wäre es mit dem Vorschlag von Daniel, dass er so auszulegen, dass wir als Hoffnungsträger in die Welt hineingehen? Schlagen wir da ein? Einfach im Stillen, wo du gerade bist, ein Teil von dem Reich von Jesus Christus zu sein. Und im Stillen Liebe leben. Im Stillen Hoffnung geben. Jedem gegenüber. Freund oder Find. Ich habe mich entschlossen, ein Hoffnungsträger zu sein. Ich will das machen. Ich will in diese Richtung gehen. Ich tue mich nicht mehr in Spekulationen hineinbegeben. Ich will, dass dort, wo ich bin, das ist jetzt zur Zeit gerade der Meilenstein oder zur Zeit gerade jetzt an der Bühne, ein Aussenposten ist vom Reich Gottes. Und ich dazugehöre. Und ich will das vergrößern und erweitern. Und egal, eben, ob du Banker bist oder daheim als Hausfrau oder Gärtner oder was auch immer wir da unter uns haben, oder? Machen wir das. Lassen wir uns da rufen, in einer Zeit, die schwierig ist, wo wir ja gehört haben mit Krieg und Klima und all das, aber in dieser Zeit den Kopf nicht hängen lassen und dem Reich von der Hoffnung dienen und weiterzugeben und so den Menschen Hoffnung zu spenden, wo wir uns herum sind. Da bist du herzlich eingeladen. Dass wir Hoffnungsspender sein können, du kannst ein Hoffnungsspender sein. Ja, und dann verlieren wir halt unseren Luxus. Wir können uns Benzin nicht mehr leisten und kommen alle mit dem Velo. Ich muss dann zuerst eins kaufen, weil Strom kann man ja dann auch nicht mehr leisten. Aber die Hoffnung auf das Reich Gottes, wo eines Tages wird aufgebaut werden, wo alles überdauern wird, das verliere ich nicht. Nie im Leben. Weil ich bin versiegelt durch den Heiligen Geist und kann dazugehören zu diesem Reich. Amen. Jesus, ich danke dir, dass jedes von deinen Büchern in der Bibel Hoffnung spenden kann. Und Hoffnung spendet. Und ich danke dir für die vielen Menschen, die in Not schon waren, die wir heute auch ein bisschen gesehen haben in diesen verschiedenen Zeitaltern und du dort Hoffnung gespendet hast. Ich danke dir für das. Und ich danke dir, dass du Hoffnung spenden wirst, auch in der heutigen Zeit. Dass wir uns auf dich verlassen können, egal wie es zittert und rüttelt und tut mit unserem politischen System oder auch sonst, wo wir gerade drinstehen, in Konflikt oder Streit, wo es schwierige Tage sind. Danke, dass du da drin Hoffnung bringst, bis in jedes Leben hinein.